So, servus miteinander, schön sind ihr alle gekommen und jetzt gibt's ordentlich was zum Lachen. Übrigens, kennt ihr den schon? Also, die kleine Susanne will ihr Gesicht nicht waschen. Dann schimpft die Grossmami, «Schämst du dich eigentlich nicht? Als ich so alt war wie du, habe ich mir jeden Morgen das Gesicht gewaschen.» Nachher sagt die Kleine, «Eben siehst, und am Schluss sieht man mal so aus wie du.» Oh, das ist aber nicht nett, hä? Ja, apropos Grosseltern. Der Patrick sagt zu seiner Mami, «Endlich, der Grosspapi hat aufgehört, an seinen Fingernägeln rumzuknabbern, wenn er so nervös ist.» «Ja, hast du mit ihm geredet?» hat die Mami wissen. «Nein, ich habe ihm das Gebiss versteckt.» Ah, noch einen guten. Der Papi fragt den Roger, «Sag mal, wieso siehst denn du so bleich aus? Haben ihr wieder gestritten?» Und nachher sagt der Roger, «Nein, im Gegenteil. Wir haben draussen Friedenspfeife geraucht.» Apropos Streiten. Die Mami schimpft wieder mit dem Christoph. «Wie manchmal habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht immer grad reinschlagen. Und schon prügelst du wieder mit dem Dani. Wer hat denn da mal angefangen?» Da wehrt sich der Christoph. «Ja, es war der Dani. Er hat zuerst zurückgeschlagen.» Tanja sagt zu Mami, «Schau mal, Mami, die Frau dort hinten, warum hat die so rot angemalte Zechennägel?» Damit er keinen drauf trampt. Und der Religionslehrer sagt zu seinen Schülern, «Es ist eure Pflicht, jede Woche mindestens ein Mensch glücklich zu machen. Hast du das in dieser Woche schon gemacht, Markus?» Da sagt Markus stolz, «Jawohl, Herr Lorenz, das habe ich.» «Bravo, Markus. Und was hast du gemacht?» «Ja, ich habe meine Tante besucht und die war total glücklich, als ich wieder heimgegangen bin.» Tamara hat am Morgen Bauchweh und kann nicht in die Schule. Am Nachmittag wollen ihre Eltern ins Hallenbad und Tamara möchte natürlich auch mit. «Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage», sagt der Papi. «Du hast ja schliesslich Bauchweh.» «Oh, das macht doch nichts», wehrt sich Tamara. «Ich kann ja auch auf dem Rücken schwimmen.» Die Nina kommt von der Schule heim. «Und, was hast du heute gelernt?» will die Mami wissen. «Ich habe gelernt, dass 4 plus 5 8 gibt.» «Aber das ist doch falsch.» «Ja, in dem Fall habe ich nichts gelernt.» Ein Hammer. «Nein und nochmal nein», sagt der Papi. «Ich kaufe euch keine Trompete und kein Schlagzeug.» «Aber Papi», bettelt Nina und der Roger, «wir spielen nur dann, wenn du schlafst.» Mami, wieso hat der Papi so wenig Haar auf dem Kopf?» will Nina wissen. Weil er so viel denkt. Und wieso hast du so viel Haar auf dem Kopf? Bist jetzt still und isst deine Suppe. Papi, kannst du deinen eigenen Namen ganz schnell schreiben? Wollte Markus wissen. Aber sicher, mein Sohn. Und kannst du das auch mit geschlossenen Augen? Natürlich. Gut, dann mach ich jetzt fest die Augen zu und unterschreib ganz schnell mein Zeugnis. Beim Mittagessen stellten Nina und Christoph ihrem Papi ständig Fragen. «Papi, warum brennen Brennnessel eigentlich?» «Oh, das weiss ich nicht.» «Papi, warum ist der Himmel blau?» «Das kann ich dir auch nicht sagen.» «Papi, warum gibt's einen Regenbogen?» «Ja, ich weiss es nicht.» «Papi, warum ist der da eigentlich rund?» «Ja, ich weiss es nicht.» Da sagt die Mami. «Ach, fragt doch den Papi nicht ständig so komisches Zeug.» Nachher sagt der Papi, «Lass sie doch, sonst lehren sie ja nichts.» Das war nicht schlecht.